Wenn man solche Konferenzen wie heute besucht, ja, dann muss ich sagen, aus Volksgruppensicht, es ist die einzige. Es ist die einzige, die wir haben in Österreich, die sich auf diesem hohen Niveau, also auf diesem Expertinnenlevel, als auch mit politischen, wirklich sehr bekannten Persönlichkeiten, aber auch Persönlichkeiten, die einiges in der Vergangenheit und auch aktuell schon bewegt haben, sich dem Thema Volksgruppen und Volksgruppenrechte widmet. Also wir machen es jetzt ja das 5. Jahr oder die 5. Konferenz zu diesem Thema, beziehungsweise unter diesem Leitmotiv Gemeinsam Skupno, unter diesem Titel. Und ich denke, also wir blicken zurück auf eine recht erfolgreiche oder sehr erfolgreiche Reihe. Es stellt sich natürlich trotzdem immer für den Veranstaltenden die Frage, was bringt das Ganze, wo möchten wir da in Zukunft hin, was erwarten wir uns davon. Eine Sache ist es sicherlich, einfach einmal sowas wie Bewusstseinsbildung zu machen. Es gibt einfach relativ wenig Ereignisse, die derart groß sind, dass sie so ein bisschen aus der Volksgruppe hinauskommen. Also die Volksgruppe hat sehr oft das Problem, dass sie in ihrem eigenen Kreis bleibt und es dann mit verschiedenen Kulturveranstaltungen, mit verschiedenen Inhalten nicht gelingt, den Mainstream, den deutschsprachigen Mainstream des Landes anzusprechen. Mit unserer Konferenzreihe gelingt uns das und das ist deswegen bemerkenswert, weil nämlich gerade mit politischen Themen das natürlich noch einmal schwieriger ist. Also leicht ist es natürlich, ein paar Lieder zu singen, aber mit politischen Themen wirklich jetzt aus der Volksgruppe herauszukommen, die Mehrheitsbevölkerung anzusprechen, in den ganzen Prozess einzubinden, das ist uns sicherlich mit dieser Konferenzreihe gelungen und deswegen nennt sie sich letztlich auch gemeinsam Skupno, weil eben dieser Erhalt der Volksgruppensprachen letztlich ein gemeinsames Anliegen der deutschen und der slawenischsprachigen sein sollte. Eine zweite Sache ist es natürlich, dass wissenschaftliche Konferenzen immer auch eine Art wissenschaftliche Grundlage für weitere politische Diskussionen sein sollten. Das ist dann natürlich oft schwierig, weil man liefert dann vielleicht jetzt diesen wissenschaftlichen Part ab, aber was dann daraus die Politik macht, ist natürlich dann eine weitere Frage. Wir versuchen da die Politik einzubeziehen. Das gelingt uns auch jedes Jahr. Wir nehmen immer wieder namhafte Politiker an der Konferenz teil. Und wir versuchen natürlich dann die Konferenzergebnisse auch möglichst weit in der Öffentlichkeit zu verbreitern, um damit auch ein politischer Faktor zu sein, beziehungsweise um irgendwie wahrgenommen zu werden. Wir publizieren einerseits die Ergebnisse und andererseits machen wir eben auch Videos, DVDs, YouTube-Präsentationen, wo dann diese Ergebnisse der Konferenz und die Inhalte der Konferenz auch zur Gänze veröffentlicht werden. Das ist wichtig, um sowas wie wirklich auch eine Basis eben zu bieten für weitere politische Diskussionen. Zum Teil gelingt es, zum Teil aber, wie gesagt, ist es natürlich auch Sache der Politik, diese Ergebnisse dann abzuholen. Also insofern hoffe ich, dass es gelingt, diese Konferenz zukünftig auf einen größeren Bekanntheitsgrad zu bringen und auch die Outputs der Konferenz dann politisch besser verwerten zu können. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass wir es wirklich, das habe ich heute auch schon gesagt, dass wir es nach Wien bringen, dass die Beiräte diese Konferenz einladen und sagen, was ist denn jetzt der Output, aber auch gleichzeitig, dass wir es im Parlament schaffen, mit verschiedenen Abgeordneten diese Outputs zu diskutieren. Weil es ist einfach wichtig, einmal nicht gefärbt von politischer Couleur, aber auch nicht von nur aus Volksgruppensicht, sondern aus dieser Expertinnensicht, sich die Volksgruppenthematiken anzuschauen und dann auch politische Antworten darauf zu finden. Denn diesen Diskurs, den wir hier führen innerhalb der Zivilgesellschaft, den brauchen wir ja umgekehrt auch auf politischer Ebene, um letztendlich sich auch die Möglichkeiten auszudiskutieren, welche dann irgendwann einmal in einem gesetzlichen Rahmen präsentiert werden können. Die Bedeutung solcher Konferenzen gemeinsam, Skupno, sagt ja eigentlich schon im Titel sehr viel. Wenn man dann auch noch das Jahr 2022 hinzunimmt, dann sieht man, dass es eigentlich eine permanente kritische Begleitung der Entwicklung der Situation der Volksgruppen in Kärnten-Koroschka ist. Persönlich denke ich, dass man merkt, dass die
Volksgruppe einen immer bedeutenderen Stellenwert auch im gesellschaftlich-öffentlichen Leben Österreichs, Kärntens einnimmt. Dieses Europa der Vielfalt in Kleinem auch wieder Spiegel zu sehen. Wir leben ja in der Schnittfläche dreier Kulturen, glaube ich, ist eine zusätzliche positive Umgebung für eine gedeihliche Entwicklung der Volksgruppe. Die Stimmung, die bei den Konferenzen herrscht, das ist eine amikale Stimmung, es ist eine Stimmung des Begegnens, und das ist auch wichtig. Also ich glaube, es ist viel leichter, schwierige Themen zu diskutieren oder Herausforderungen zu diskutieren, wenn sie in einem positiven Geist, in einer positiven Grundhaltung diskutiert werden. Also da macht wirklich auch der Ton die Musik. Und da versuchen wir wirklich auch vermittelnd als veranstaltende Organisation vermittelnd zu wirken, Leute aus Slowenien einzubinden, natürlich sehr stark Volksgruppenangehörige einzubinden, aber eben auch sehr stark deutschsprachige aus der Mehrheitsbevölkerung von Kärnten, von Wien, von anderen Bundesländern oder aus dem Ausland einzubinden. Also dieser verbindende Charakter der Konferenz, dieser gemeinsame Geist, diese gemeinsame positive Grundeinstellung, das was sehr wichtig ist und das werden wir versuchen auch in Zukunft so weiterzutragen. Ja, eine solche Konferenz hat zunächst einmal natürlich den Zweck, dass man sich austauscht, kennenlernt, auch die jeweiligen Realitäten dann auch lernt und auch versteht. Denn daraus kann dann immer wieder ganz Spannendes passieren, dass man sich selbst auch hinterfragt, die eigene Situation reflektiert oder auch was mitnimmt, was man dann für sich selbst besser lösen und ändern kann. Und bestenfalls passiert das dann allen Beteiligten. Wenn man wirklich mit Begeisterung an dem arbeitet und von dem überzeugt ist, dann ist es viel leichter, Sachen zu bewegen. Bei uns in dem Projektteam gibt es viele, die davon überzeugt sind und deswegen ist es für uns auch möglich, jetzt ohne riesengroße Mittel zu haben, trotzdem, glaube ich, sehr schöne Resultate zu erreichen. Ja, die Highlights sind natürlich für mich die Jugendlichen gewesen, die einen völlig neuen Ansatz haben, die eher unbekümmert an die Sachen herangehen, zum Teil zwar die Geschichte nicht kennen, was aber manchmal sogar nützlich ist. Heuer haben sogar insgesamt 5 Schulen hier mitgewirkt und das ist natürlich sehr wichtig, weil der Erhalt der Volksgruppensprachen ist natürlich sehr stark auch eine Frage der Jugend. Wie geht es weiter? Was wird die junge Generation morgen in diesem Bereich unternehmen? Deswegen versuchen wir da wirklich proaktiv die Schulen anzusprechen und in diese Konferenz einzubeziehen. Heuer haben wir es noch einmal eine Spur intensiver gemacht wie in den Jahren zuvor. Wir haben einen Teil der Mittel auch in die Hand genommen und den Schulen sozusagen zur Verfügung gestellt, gemeinsam mit einer Expertin Sachen vorzubereiten. Das ist sehr gut gelungen und diese Ergebnisse sind dann, obwohl es wirklich sehr bescheidene Mittel sind, aber trotzdem haben zu sehr guten Ergebnissen geführt und die sind dann auch im Rahmen der Konferenz präsentiert worden. Also ich glaube, dieser erste Konferenztag mit der Einbeziehung der Schulen ist definitiv ein Highlight. Die Konferenz soll Fakten liefern, soll Möglichkeiten für die Zukunft aufzeigen. Sie soll aber auch nicht die Vergangenheit vergessen. Was lernen wir aus der jüngsten Vergangenheit? Eine Entschuldigung ist ein Beginn. Und auf Entschuldigung kann man sich nicht ausruhen. Das heißt, auch das Verständnis der Politik, wenn man sich entschuldigt, dass dann Taten zu folgen haben, weil sonst ist die Entschuldigung nichts wert. Entweder verändert sich jetzt auch durch die Entschuldigung auch vom Landeshauptmann, auch vom Bundespräsidenten, oder wir haben wieder, würde ich mal sagen, wieder ein Zeitfenster versäumt. Und das wäre schade. Wir haben jetzt gewisse gesetzliche Maßnahmen, obwohl die Volksgruppe noch immer in über 20 Kategorien lebt. Ja. Einige haben gar nichts, nicht einmal eine Ortstafel, andere haben wieder alles, wie in Bleiburg, zweisprachiges Gericht etc. Man müsste die gesetzlichen Grundlagen sich anschauen, wo Nachholbedarf besteht und einen gesetzlichen Rahmen schaffen, der die ganze Volksgruppe abdeckt und einheitlich ist und zum Beispiel auch die Gerichtsbezirke ausweitet. Also 2/3 der Kärntner Slowenen können vom Gerichtsbezirk nicht Slowenisch reden. Das ganze obere Rosental, das Gailtal, ein Teil des Jauntal-Tales. Und da gibt es aber Ansätze, wie man das lösen könnte. Weiters wäre wichtig, der Bildungsbereich, das ist eigentlich der Schlüsselbereich, von der Krippe bis zur Universität müsste es ein Angebot geben für die Kärntner Slowenen. Und glaube ich, eine viel proaktivere Politik seitens Österreichs, seitens Kärntens, denn uns läuft die Zeit davon und ich sehe da keinen Druck oder ein Gefühl der Dringlichkeit, dass man gewisse Dinge erledigt. Ja. Auch der Staatsvertrag ist noch nicht zur Gänze erledigt und erfüllt und das, was gemacht wurde,
mit großer Verspätung. Und da hat sich halt auch der Bundespräsident dafür entschuldigt. Also mehr Zeitdruck, glaube ich, wäre wichtig, weil sonst werden auch die besten Maßnahmen zu spät kommen. Es gibt ja ein sogenanntes Projektteam, das begleitet diese Konferenzen. Da sind namhafte Wissenschaftler, die da mitarbeiten. Und da haben wir jedes Jahr natürlich dann versucht, ein spannendes Thema festzulegen. Wir haben oft als Ausgangspunkt ein historisches Datum genommen. Es war einerseits zum Beispiel 2018 100 Jahre Grenzziehungen mit Saint-Germain und so weiter. Dann natürlich im Jahr der Volksabstimmung 1920, 2020 war es natürlich die Kärntner Volksabstimmung. Also es war natürlich irgendwie naheliegend, wirklich an diese historischen Ereignisse anzuknüpfen. Und auch heuer spielt zum Beispiel 50 Jahre Ortstafelsturm eine gewisse Rolle. Also ich stehe nicht anders, ich meinen Amtsvorgänger Gerhard Dörfler, der die Gunst der damaligen Stunde genutzt hat und eine Einigung mit den Volksgruppen zustande gebracht hat, dass damit die Ortstafelfrage beendet wurde und das war so wie das Eintauchen in eine neue Ära, bei der ich nahtlos anschließen konnte und auch mit vielen Instrumenten wie beispielsweise dem Dialogforum, aber auch engagierten Organisationen wie der Mohervejeva Družba, dem Hermagoras-Verein, vielen anderen Bereichen, Sodalitas in Dinje Deinach, es gelungen ist, verschiedenste Diskussionsforen, Gesprächsebenen zu finden, die letztendlichen guten Zusammenarbeiten und auch mein persönlich sehr gutes Verhältnis über die österreichischen Grenzen hinaus zu vielen Freunden in Ljubljana, in Slowenien, haben das ihrige dazu getan und ich glaube, das gemeinsame Komitee, das von einem Kontaktkomitee zu einem gemeinsamen Komitee geworden ist, auf Vorschlag des damaligen slowenischen Außenminister Erjavec, das zeigt, dass man weiß, dass man miteinander viel mehr regeln kann als mit eingefahrenen Positionen. Denn die Volksgruppe ist traumatisiert, ja. Einerseits durch die gebrochenen Versprechen, die gibt es seit über 100 Jahren, leider massiv gebrochenen Versprechen. Und die letzten waren noch 2011, ja, mit dem sogenannten Ortstafelkompromiss, der leider ungerecht war, aber mit großen Versprechungen verbunden. Wenn man sich die letzten 10 Jahre in Kärnten anschaut, die Entwicklung auch innerhalb der Volksgruppe, ich glaube einerseits natürlich, diese Jahre waren geprägt durch das Aufstellen zweisprachiger Ortstafeln in Form eines Kompromisses, geprägt durch die 100 Jahre Volksabstimmung in Kärnten, wo sich Bundespräsident Van der Bellen hier entschuldigt hat. Auch heuer geprägt durch 80 Jahre Deportation der Kärntner Sloweninnen und Slowenen und 50 Jahre Ortstafelsturm, wo sich auch der Landeshauptmann entschuldigt hat. Das ist einfach eine gute Entwicklung. Ja, das ist quasi, das nimmt denen den Wind aus den Segeln, die noch immer meinen, Deutschkärnten ist eine Errungenschaft. Dass das Poltern, dass das primitive Feindbild schaffen längst passé ist. Das haben auch jüngere Ereignisse in Debatten gezeigt, wo vorher unversöhnliche Gegensätze personifiziert in gemeinsame Entwicklungsrichtlinien zumindest diskutiert haben. Ich halte das für eine sehr positive Entwicklung und möchte die auf alle Fälle auch mit begleitenden Maßnahmen, soweit sie uns auf Landesebene möglich sind, begleiten. Ein zweites Highlight heuer wird sicherlich sein der Besuch und der Vortrag des Südtiroler Landeshauptmanns Arno Kompatscher. Südtirol hat sehr vielfältige Erfahrungen im Bereich Volksgruppenpolitik, Erhalt der Volksgruppensprachen, ist quasi eine Modellregion, wo man natürlich mit dieser sehr volksgruppenfreundlichen, sprachfreundlichen Politik einerseits die Sprachen selbst abgesichert hat für die Zukunft, andererseits aber genau mit diesem Spracherhalt auch zur Identität, zur Stärke der eigenen Region beigetragen hat. Und der Erfolg Südtirols ist zu einem großen Teil auch darin zu suchen, dass es hier wirklich kulturelle Vielfalt gibt und ein starkes Zusammenleben beider Kulturen. Das heißt, da ist die deutschsprachige Kultur, die sich quasi mit dem mediterranen Lebensstil vielleicht trifft, irgendwie wirklich besonders inspirierend und das nützt der Region natürlich auch touristisch, wirtschaftlich und in anderen Segmenten. Also da denke ich mir schon, dass durch solche Vergleiche, durch solche Vorträge vom Südtiroler Landeshauptmann dann auch einiges an Inspiration auch nach Kärnten überschwappt.
Ja, Südtirols Autonomie wird ja sehr oft als Beispiel genannt, manchmal auch als Modell bezeichnet. Ich spreche lieber von Beispiel, weil es ist in der Tat so, dass da viele Dinge gut funktioniert haben und eben auch die Schutzinstrumente ihre Wirkung erzielt haben, aber das lässt sich nicht 1:1 übertragen auf andere Situationen. Jede Situation hat ihre eigene Geschichte, auch ihre eigenen Herausforderungen, deshalb ist es besser, von einem Beispiel zu sprechen und dann genauer zu betrachten, welche Elemente, welche Schutzinstrumente man vielleicht auch tatsächlich in anderen Situationen auch zur Anwendung bringen kann. Bei uns der Sprachgruppenproporz beispielsweise, das Recht natürlich des Gebrauchs der Sprache im Verkehr mit allen öffentlichen Ämtern, auch die Zertifizierung der Sprachkompetenz für den öffentlichen Dienst, Sprachgruppenzugehörigkeit, das sind dann Dinge, die man einzeln betrachten kann und schauen, ob sie auf andere Situationen übertragbar wären. Ich glaube, dass die Zukunft einer Volksgruppe generell in Europa aus meiner Sicht positiv, weil a. wertschätzend und b. diese Vielfalt in einer doch supranationalen Einigkeit und Einheit gutes Umgebungsfeld ist. Im Einzelnen glaube ich, dass es auch sehr, sehr stark davon abhängt, wie das Selbstbewusstsein einer Volksgruppe ist. Ich denke, dass wir in Kärnten von einer Position, die sehr umstritten, berechtigterweise auch von außen kritisiert wurde, in eine Rolle gekommen sind, wo wir das eine oder andere Mal auch Vorbildrolle eingenommen haben. Wenn man Volksgruppensituationen anschaut, beispielsweise jene Südtirols und der Kärntner Slowenen, immer Gemeinsamkeiten, aber auch deutlich Unterschiede. Ja, die sind ganz einfach in der historischen Entwicklung bedingt. Die Gemeinsamkeit, das Ganze hat mit dem Auseinanderbrechen des Vielvölkerstaates der K&K-Monarchie zu tun, infolge natürlich des Ersten Weltkrieges. Das ist das gemeinsame Schicksal. Danach hat es durchaus unterschiedliche Entwicklungen gegeben. Der Pakt zwischen Hitler und Mussolini, die sogenannte Option, dann auch die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg und hingegen die Entwicklung hier in Kärnten mit der Volksabstimmung, mit dann dem berühmten Schilderstreit. Das ist ja auch jetzt 50 Jahre her, dass es damals dann auch diese starke Reaktion gegeben hat. Und hier sehen wir dann aber auch, wie Staaten unterschiedlich umgehen, auch welche jeweiligen Möglichkeiten die Volksgruppen haben. Das stellt sich durchaus unterschiedlich dar, aber die Zielsetzungen sind dieselben. Ja, es geht darum, Sprache, Kultur zu schützen, es geht um Bildung und das von klein an, gerade beginnend auch in der Kleinkinderbetreuung bis in alle Schulstufen. Es geht um die Sprache in dem öffentlichen Schriftverkehr, bei den öffentlichen Dienstleistungen. Es geht um die Unterstützung der kulturellen Eigenheit und der Traditionen. Und ich denke schon, dass beide hier doch positive Entwicklungen durchgemacht haben, dass es in beiden Fällen aber immer noch viel zu tun gibt. Das ist auch in Südtirol der Fall. Wir müssen immer wieder nachbessern, manchmal auch reparieren. Es gibt auch Rückschritte, es gibt immer wieder Fortschritte, aber auch Rückschritte und das ist wieder eine Gemeinsamkeit. Wenn man sich gerade die europäische Ebene anschaut, ja, Europa, vor allem der Europarat als solcher, ja, der gibt uns ja dynamische Möglichkeiten, auf Gesetzgebungen einzuwirken, auf nationale Regierungen einzuwirken. Ja. Das sollten wir nutzen und ich wünsche mir, dass Volksgruppenorganisationen das auch viel mehr erkennen. Ja. Dass sie viel mehr auch dieses Netzwerk hin nach Brüssel spannen, hin zum Europarat spannen, auch zu den Vereinten Nationen, um hier im Diskurs zu sein, um hier in einer Debatte zu sein, um hier auch dieses dynamische Moderne herzunehmen, um nationale Gesetzgebungen gestalten zu können. Andererseits würde ich mir aber auch wünschen, Europa als eine schützende Hand zu sehen. Ja, dieses gemeinsame Europa wiederzuerkennen aus Sicht der Volksgruppen, gerade in einer Zeit, wo das gemeinsame Europa stark unter Druck gerät und wir zunehmend uns mit einer Sicherheitsfrage beschäftigen, könnte das Gegengewicht die Minderheitenfrage sein. Ja, dieses gemeinsame in vielen Sprachen vereint zu sein, wo unsere Minderheitensprachen auf einmal eine Amtssprache sind, eine europäische. Das zu nutzen und diesen Winkel auch, diesen Blickwinkel mitzunehmen, das würde ich mir wünschen, das brauchen wir auch, nämlich auf nationaler Ebene und auch auf Landesebene, wenn wir politische Debatten führen.
Das ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Fragen, die leider allzu oft in den Hintergrund rückt angesichts aktueller Ereignisse. Migration, Pandemie und so weiter. Wie gehen wir mit der Vielfalt in Europa um? Was ist das Verhältnis zwischen Europa als Ganzem, der Europäischen Union, den regionalen Ebenen, eben auch den verschiedenen Nationalitäten und Minderheiten und Volksgruppen und den Staaten, dieser zwischengeschalteten Ebene, die eigentlich, sage ich mal, ein politisches Konstrukt sind. Bisher ist auch die Europäische Union stark staatengeprägt. Die EU kennt eigentlich nur die Mitgliedstaaten in ihren Verhandlungen. In den Gremien sind nur Delegierte der Staaten vorhanden. Das gilt für das Parlament, das gilt für die Kommission. Also das ganze Gesetzgebungsverfahren baut auf diese Logik auf. Und da finden dann die Anliegen der Volksgruppen, der Minderheiten wenig Platz. Gleichzeitig müsste genau die EU es wissen, dass Europa genau an dieser Frage im 20. Jahrhundert zweimal gescheitert ist und das zweimal in die große Katastrophe geführt hat. Deshalb sollte das Bewusstsein entstehen, dass sich auch die Europäische Gemeinschaft als solche, die Union mit ihren Staaten, dieser Frage besonders annehmen sollte und sie in einer anderen Form lösen sollte als mit dem nationalstaatlichen Gedanken. Das, was mir ein wenig Sorge bereitet allgemein, ist die derzeitige wirtschaftliche Situation mit Inflation, Wohlstandsverluste für viele Menschen. Das sind natürlich Rahmenbedingungen, die für keine Region, für keine Gesellschaft leicht sind. Wenn Politiker erklären müssen, jetzt verdient man weniger oder es gibt Arbeitslose und der Betrieb muss schließen oder der kann nicht mehr produzieren, dann ist es immer schwierig, das zu erklären. Und da ist aber in der Geschichte sehr oft die Situation aufgetreten, dass es dann zulasten von Randgruppen gegangen ist, von nicht dominanten Gruppen gegangen ist und man hat dort dann quasi Sündenbock gebraucht und das auf den abgeschoben. Also das sind natürlich Rahmenbedingungen, die es dann schwieriger machen, manchmal solche Sachen wirklich dem Mainstream zu erklären. Aber gerade das wäre auch die größte Gefahr für die Mehrheitsgesellschaft. Also wenn dann schwierige Zeiten anbrechen, gilt es zusammenzuhalten, offene Sachen auf Augenhöhe auszudiskutieren und gemeinsam Lösungen im wirtschaftspolitischen und anderen Fragen zu erzielen. Wenn das darin mündet, sich dann gegenseitig die Schuld zuzuweisen und so, dann potenziert man die Probleme und löst nichts. Also das wird sicherlich eine große Herausforderung für die Zukunft sein. Ja, anlässlich der Feierlichkeiten zu den 30 Jahren seit der Abgabe der Streitbeendigungserklärung durch die Republik Österreich, womit praktisch erklärt worden ist, der Pariser Vertrag sei jetzt endlich erfüllt und Südtirols Autonomie somit zufriedenstellend, waren nicht nur die beiden Außenminister Italiens und Österreichs anwesend, sondern auch der Sonderbeauftragte für den Minderheitenschutz im UN-Menschenrechtsrat, Fernand de Varenne. Er hat gemeint, diese gemeinsame Verantwortung, die Italien und Österreich hier tragen, die sei durchaus auch zu teilen mit der Weltgemeinschaft. Hier zu zeigen, was hier möglich geworden ist, dass es eben auch gelungene Beispiele gibt. Natürlich in diesem Fall auch unter Unterstützung der Vereinten Nationen. Und hat somit eine Einladung ausgesprochen, nachdem bei der heurigen Generalversammlung der Vereinten Nationen auch die 30 Jahre der Verabschiedung der UN-Deklaration zu den Minderheitenrechten zelebriert wurde, dort eben auch dieses Beispiel Südtirol aufzuzeigen und darüber zu sprechen. Und genau das hat stattgefunden. Also Lösungsvorschläge und Modelle gibt es überall in der Welt, entweder die Deutschen in Dänemark oder die Dänen in Deutschland. Dann gibt es die Ladiner in Südtirol, das sind Volksgruppen, die sich gut halten, die sich zum Teil auch weiterentwickeln, auch zahlenmäßig. Und da müsste man nur diese besten Praxen abschauen und sie auf Kärnten umlegen. Es ist ja nicht alles gleich, ja, aber trotzdem, wenn zum Beispiel in Schottland jemand für das Kleinkind eine gälische Babysitterin verlangt, ja, die das Altschottisch dem Kind beibringt, dann bekommt er sie. Ja. Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, aber auch eine Frage des guten Willens. Der dritte Höhepunkt der Konferenz ist aus meiner Sicht die Präsentation der aktuellen Studie des OGM-Instituts zur Sprachensituation der slowenischen Volksgruppe in Kärnten. Diese Studie ist vom Bundeskanzleramt in Auftrag gegeben worden und die Resultate sind ganz frisch und werden quasi jetzt wirklich erstmals der breiteren Öffentlichkeit präsentiert. Und da freuen wir uns auch schon auf eine interessante gemeinsame Diskussion. Grundsätzlich eben schrumpft die Zahl der Sprecherinnen, also der Kärntner-Sloweninnen noch immer. Und es gibt auch mehr Abwanderungen, also immer mehr Studierende, die nach Graz und Wien gehen, unter anderem.
Und dann gibt es aber auf der anderen Seite Zuzüge aus Slowenien immer vermehrt und auch immer mehr deutschsprachige KärntnerInnen, die sich eben zum zweisprachigen Unterricht anmelden und wo man merkt, dass eben das Interesse und die Akzeptanz etwas höher werden. Und da sehe ich jetzt irgendwo dazwischen die Perspektive, kommt aber eben einher mit Herausforderungen. Man muss halt irgendwie damit umgehen, dass halt ein Teil der Kärntner Sloweninnen dann halt eben in Graz oder in Wien lebt. Man muss sich dort um eine Infrastruktur kümmern. Man muss die zugezogenen slowenische StaatsbürgerInnen integrieren. Man muss auch das Bildungsangebot überarbeiten, weil das ist jetzt gerade nicht so ausgerichtet, dass eine Person, die von zu Hause überhaupt kein Slowenisch mitbekommt, wirklich Slowenisch lernen kann. Da fehlt es einfach an vielen Stellen, also im Kindergarten, Nachmittagsbetreuung, vor allem in den Mittelschulen. Und genau, da muss man sich eben auf diese Perspektive einlassen, dass es ja dieses Interesse und diese Veränderungen sehr wohl gibt, da aber auch eben dann Herausforderungen mit einhergehen, denen man halt ins Auge sehen muss. Die gegenwärtige Situation ist zwiespältig, weil wir einerseits zahlenmäßig abnehmen. Kärntner Slowenen gab es ja 33%, ein Drittel der Kärntner Bevölkerung waren Slowenen. Heute sind wir wahrscheinlich unter 3% gefallen. Wir sind eher wahrscheinlich bei 2%, also 10.000 Kärntner Slowenen. Es gibt ja keine Volkszählungen mehr und das ist schon so eine kritische Grenze. Wenn es weiter so weitergeht, dann wird man sich einmal fragen müssen, wo wird die Volksgruppe sich noch betätigen können, aktiv sein können, behaupten können. Aber ja, das ist eben sehr bedauernswert, nicht? Ich komme selbst beruflich aus der Regionalentwicklung. Ja? Das heißt, wie geht es ländlichen Räumen? Und diese Studie, die vom Bundeskanzleramt in Auftrag gegeben wurde, hat ja gezeigt in ihren Resultaten, dass wir als Volksgruppe in Kärnten auch geprägt sind durch Abwanderung, in den Zentralraum Kärntens, aber natürlich in andere Zentralräume, dass wir natürlich auch ein Manko haben an Frauen, an ausgebildeten Frauen, die hier bleiben. Und das wirkt sich aus. Ja, und das sehen wir aber in anderen Bereichen ja auch. Wir sehen es in der Landwirtschaft, wir sehen es grundsätzlich im ländlichen Raum, dass er langsam, stillschweigend verschwindet. Ja, dass dort quasi die Dörfer, auch das Leben im Dorf immer stiller wird. Ja. Gut, dass wir jetzt diese Daten haben, nämlich dass wir auch aus Volksgruppensicht darauf schauen. Das heißt aber auch, zukünftig muss investiert werden. Das heißt, wo hinein investieren wir? Wie stärken wir auch diese Räume und was heißt es für uns, wenn wir sie langfristig verlieren? Ja? Und ich halte nichts davon, wenn man die Augen vor der Zukunft verschließt, sondern ich glaube, es ist immer gut, mit einer Planung vorausschauend in die Zukunft zu gehen. Und das sind halt Herausforderungen, aber Herausforderungen gibt es ja, damit man sie meistert. Der Titel ist ja eben schon sehr weitreichend und sehr breit gefasst und dementsprechend sind es auch irgendwie sehr viele verschiedene Themen. Eben eines der Themen, die am meisten angesprochen wurden, auch in den Interviews, waren zum Beispiel eben die zweisprachige Bildung. Das hat einen sehr starken Fokus in der Studie, auch im Bericht. Und das Zweite, was einen sehr starken Fokus hat, ist die demografische Entwicklung. Das heißt auch die Entwicklung des Sprachgebrauchs und auch die Umgangssprache und da auch die Zuzüge und Wegzüge. Und eben was für von allen Slowenisch Sprechenden, wie hoch ist der Anteil derer, die eine slowenische Staatsbürgerschaft haben, etc. Also in diesem Bereich demografische Entwicklungen. Und dann kommen halt eben noch Themen dazu, wie zum Beispiel der Gebrauch der slowenischen Sprache in der Öffentlichkeit, also eben am Amt. Da gab es vor allem eben viel Kritik auch von denen, die an der Umfrage teilgenommen haben, also dass das eben nicht gewährleistet ist, obwohl das gewährleistet sein sollte oder theoretisch ist, praktisch nicht. Und dann natürlich noch viel auch zum Thema Diskriminierung und Trauma und was eben noch immer ein sehr präsentes Thema auch war, auch bei den Interviews. Und nicht zu vergessen, das Vereinsleben. Also das wurde, glaube ich, sehr breit auch angesprochen, auch in den Interviews und wurde dann auch eben behandelt. Da gebrauchen sehr viele Leute die slowenische Sprache, eben gerade in Vereinen, werden auch sehr oft als Safe Space gesehen. Man sieht auch alleine die Entwicklung, dass in den Gemeinden oder den Ortschaften, wo es eben nach dem Zweiten Weltkrieg keine slowenischsprachigen Vereine mehr gab, also
also ist die Anzahl der Slowenisch Sprechenden viel geringer. Also dass das wirklich auch einfach wichtig ist für den Erhalt, dass man das einfach hat, auch im Alltag, einen Ort, wo man halt die slowenische Sprache umfangreicher verwenden auch kann. Vor allem haben wir aber eine ungemein vielfältige, eine ungemein aktive Kulturszene, wo man auch einen Faust hören kann, einen Hamlet oder Stücke von Dario Fo, die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht etc. Also das finde ich ist das Wichtigste, diese kulturelle Tätigkeit in unseren Dörfern. In Kärnten muss man nicht weit schauen, bis man eine Initiative findet, einen Verein findet, der Brücken baut, in beide Richtungen. Einerseits dafür sorgt, dass im Dorf, in der Gemeinde das zweisprachige Leben, die slowenische Sprache, die slowenische Kultur, unser Volkslied gesungen und genutzt wird und auch gelebt wird. Und all diese Vereine, die wir Kärntner Sloweninnen und Slowenen haben, alle diese Kulturvereine, die in den Gemeinden aktiv sind, die haben automatisch, dadurch, dass sie sind, auch nehmen sie diese Aufgabe wahr, die Brücke zu bauen zur deutschsprachigen Bevölkerung. Und das ist etwas, was mir am meisten, wirklich am stärksten auch in Erinnerung bleibt und mir am meisten imponiert ist, wenn man in diese Gemeinden kommt, wie sich hier das Miteinander verändert hat. Was Realität war in den 90er Jahren, als ich eine Teenagerin war, und was heute Realität ist. Ja? Wo immer mehr und immer öfter beide Sprachen im Verein zu Hause sind, Kinder zu Theatergruppen kommen, die kein Deutsch oder kein Slowenisch können und dort es gemeinsam lernen und vervollständigen, und wo auch über die Eltern und auch die anderen Strukturen, die gemeinsamen Vereine bieten, hier die Möglichkeit entsteht, Sprache zu lernen, Sprache zu erkennen und nicht unbedingt wirklich gut sprechen zu können, sondern eine Sprache erlernt man auch, indem man ihr einfach zuhört und sich integriert fühlt. Ja? Man muss Sprache nicht wirklich sprechen, um sich in einer Sprachgruppe zu Hause zu fühlen. Ich habe selber auch ein Begegnungszentrum gebaut in unserem Dorf, in einem schönen Saal. Und ich bin dafür, dass man einander begegnet. Das ist extrem wichtig. Aber manchmal habe ich auch den Eindruck, dass Worte wie Brücke und Konsens und so weiter für Sonntagsreden gebraucht werden. Das müsste im Alltag umgesetzt werden und gelebt werden. Wichtig ist natürlich auch immer das Bildungsthema. Das ist ebenfalls eine Sache, die bei mehreren Konferenzen immer wieder zur Sprache kommt, weil natürlich der Erhalt der Volksgruppensprache insbesondere eine Frage der Bildung ist, die natürlich irgendwo in einer Kindertagesstätte beginnt und dann lebenslänglich quasi andauert. Und hier ist natürlich sehr wichtig, es ist zu betonen, dass möglichst viele Zugänge einfach zur slowenischen Sprache geschaffen werden müssen, die niederschwellig sind, die proaktiv beworben werden, um letztlich wirklich die Sprache abzusichern. Speziell positiv würde ich eben das betrachten, dass vermehrt eben deutschsprachige Kärntnerinnen und Kärntner ihre Kinder zum slowenischsprachigen Unterricht anmelden oder geantwortet haben, dass sie bereit sind, ihre Kinder anzumelden oder sie schon angemeldet haben, obwohl sie selber keine zweisprachige Bildung genossen haben. Also das finde ich eine sehr positive Entwicklung, wo aber eben wiederum Herausforderungen mit sich kommen. Wenn man sich die Frage stellt, welche Räume braucht es, um Sprache zu entwickeln, ja, welche Strukturen. Ich selbst bin Mama und habe 2 Kinder, sind mittlerweile beide Teenager, und eine Frage, die immer gestellt wurde, war so: Mama, klar, wir reden jetzt Slowenisch, aber warum tun wir denn das? Ja? Und ich habe dann immer gesagt, ja, weil wir das sind, was wir sind, einerseits, und andererseits, weil es euch nutzt. Ja? Es öffnet euch die Welt in andere slawische Sprachen, aber es öffnet euch die Welt zum direkten Nachbarn. Ja? Und es öffnet euch die Welt zur Vergangenheit als auch zur Zukunft. Also wir brauchen eine Sprache, die auch Sinn macht. Ja? Und eine Sprache, die Sinn macht, lernt man dann, wenn man eine gute Bildung genießen kann, wenn man eine gute Sprachbildung bekommt. Und die bekommen wir im Kindergarten, wir bekommen sie in der Volksschule und dann in den weiterführenden Schulen. Aber sie sollte auch möglich sein, wenn ich jetzt einem Beruf nachgehe und erst mit 24 draufkomme oder mit 17 draufkomme, ihr würdet es jetzt lernen, dass man auch hier die Möglichkeiten findet. Und das ein bisschen mehr ist als Riba, Fisch, Misa, Tisch. Ja? Und Kärnten hat wirklich tolle Vorarbeit geleistet. Wir haben pädagogische Konzepte im Kindergarten, in den Volksschulen, nicht überall, aber an gewissen Standorten, über die Universität und die BEDA gemeinsam entwickelt. Das sind Leuchtturmprojekte für Europa.
Und es wurde noch nicht erkannt. Und das, finde ich, sollten wir schaffen, diese Leuchtturmprojekte noch viel mehr vor den Vorhang zu holen, damit diese Konzepte übernommen werden und wir dann wirklich erleben, dass Kinder, die einsprachig, egal in welcher Sprache, in eine Bildungseinrichtung kommen und dann, wenn sie diese Bildungseinrichtung immer auf einem höheren Niveau in ihrer Sprachkompetenz verlassen. Und das tut nicht weh. Das ist etwas, was uns allen nur was bringt. Und worauf wir nicht verweisen ist, wir haben sowohl im Burgenland als auch in Kärnten die Situation, wer zum zweisprachigen Unterricht geht, wer in einen zweisprachigen Kindergarten geht, der hat eine kleinere Gruppengröße. Und gerade in der heutigen Zeit macht diese kleinere Gruppengröße so viel mehr aus. Ich glaube, dass man gegenwärtig sieht, dass die Entwicklung tendenziell und generell positiv ist, dass aber immer wieder auch Fragen, Themenkomplexe auftauchen, beispielsweise die Frage der zweisprachigen Gerichte in den Regionen oder aber auch die bedeutende Frage der Entwicklung des zweisprachigen Kindergartenwesens in unserem Bundesland. Ich glaube, in beiden hat es ein sehr starkes Bekenntnis zur Volksgruppe gegeben. Bei den Bezirksgerichten und den Fortbestand, Resolutionen der 3 Gemeinden, Schelesner-Kappel-Eisenkappel, Bliberg-Bleiburg und Borolje-Verlach. In der Frage der Elementarpädagogik hat sich auch auf Fachebene sehr viel getan. Es ist uns auch gelungen, in der 15a-Vereinbarung die Sprachförderung beider Landessprachen auch mit finanzieller Unterstützung sicherzustellen. Ja, es ist das eine, Gleichbehandlung rechtlich einmal zu postulieren. Das findet ja in den meisten Verfassungen der europäischen Staaten statt, oder es ist überall eigentlich gang und gäbe, und findet auch Niederschlag in den Gesetzgebungen der Staaten. Das andere ist die praktische Umsetzung. Da reicht es nicht einfach zu sagen, ja, wir haben ja hier niemanden ausgeschlossen. Um tatsächlich auf diese Gleichstellungsebene zu kommen, braucht es manchmal eben auch unterschiedliche Mittel und Instrumente. Einfaches Beispiel, wenn ich im Schulbereich natürlich gleich viel pro Schüler an Investitionen vorsehe und an jährlichen Ausgaben wie bei der Mehrheitssprache, dann wird eine Minderheitengruppe damit nie zurechtkommen. Hier sind einfach die Fixkosten auf einem anderen Niveau. Und ähnlicher geht es in vielen anderen Fragen. Es braucht schon eine genauere und gezielte Betrachtung und auch dann unterschiedliche Maßnahmen, um genau dann eben das Prinzip der Gleichstellung umzusetzen. Ja, ich glaube, dieser Austausch zwischen Kärntner Slowenen und Slowenien müsste intensiviert werden. Uns fehlt die gesprochene Sprache, also wir sprechen eher eine Familiensprache, Haus- und Hofsprache, die Sprache der Großeltern manchmal. Und die Sprache hat sich weiterentwickelt. Die Slowenen haben eigene Worte für Server, eigene Worte für CD etc. Aber durch viele tausende andere. Ja. Vor allem aber würde man auch das Vokabular erlernen in einem Fach, wenn jemand Medizin studiert dort oder zumindest ein Semester hingeht oder ein Jahr, Theaterwissenschaften etc. Das würde uns sehr, sehr helfen und da gibt es noch Ausbaubedarf. Für den Schutz und die Stärkung von Sprache und Kultur braucht es zunächst einmal, sage ich mal, die kulturellen Grundversorgungseinrichtungen. Das ist das ganze Schulsystem und das beginnt bekanntlich im Kleinkindalter, also über die Kleinkinderbetreuung, Kindergarten, Vorschule und dann alle Schulstufen. Es braucht aber auch die Infrastruktur für das Vereinsleben, für das gesellschaftliche Leben, ob das dann der Chor, die Musikkapelle, die Theatergruppe oder der Jugendverein ist, also oder eben Sport und so weiter. Es braucht diese Infrastruktur, damit die Begegnung, Austausch auch innerhalb der Gruppe stattfinden kann und dann durchaus mit auch der Mehrheitsbevölkerung. Und das heißt halt ganz einfach, dass es tatsächlich auch Räume und Orte braucht und diese auch entsprechend zur Verfügung stehen. Besonders überraschend war für mich wahrscheinlich schon auch der Punkt, dass viele Jüngere noch von Diskriminierung gesprochen haben. Also viele Ältere nicht und Jüngere schon. Also dass jetzt eher alte Leute sagen, nein, ich bin noch nie wegen der Sprache diskriminiert worden und Junge schon. Also ja, wo es grundsätzlich ja eher andersrum die Erklärung verläuft. Also eher so, ja, jetzt ist ja die Stimmung viel besser etc. Und wenn man sich da die Ergebnisse anschaut, würden die dagegen sprechen. Und da gibt es schon auch Erklärungsansätze, also dass es vielleicht dadurch, dass es doch etwas entspannter ist, mal wieder vermehrt eben und wenn ich mit einem T-Shirt mit einem slowenischen Aufstrich raus, dass das halt vermehrter macht, dass ich das vor 30 Jahren eher nicht gemacht hätte oder 40 Jahren, jetzt halt schon und es deswegen wieder zu mehr Konflikten kommt. Aber genau, also da
So ganz die richtige Erklärung gibt es nicht, aber das war auf jeden Fall etwas Überraschendes für mich. Vielleicht gibt es aber auch ein anderes Verständnis von Diskriminierung in der jüngeren Generation. Also gerade ein spannender Bereich ist, wenn man sich anschaut, das Diskriminierungsverbot, ja, und auch den Wert der Gleichstellung. Ja. Wie sehr kämpfen wir darum, zum Beispiel bei Frauengleichstellung? Ja? Und wie wenig sich auch die Volksgruppen dessen bedienen. Ja? Einfach hinzuweisen, hier werden wir diskriminiert, hier sind wir nicht gleichgestellt. Ja? Also sich auch, ich sehe darin vor allem den Nutzen, sich Gesetzgebungen, die unmittelbar nicht wirklich, wo nicht drinnen steht, dass es sich um Volksgruppen oder autochthone Volksgruppen oder Minderheiten handelt, dass sich auch gerade diese Gruppen mit Gesetzgebungen quasi stützen und diese zur Anwendung nehmen, um darauf hinzuweisen, zum Beispiel Kärnten ist doch zweisprachig. Kärnten hat 2 Landessprachen. Kärnten hat ein pädagogisches Modell, wo man beide Sprachen in der Volksschule lernt, schon im Kindergarten lernt. Also so hinzukommen, dass wir von Potenzialen reden und von einer zusätzlichen Kompetenz. Ja, wenn man wirklich betrachten will, welche Instrumente braucht es, um Minderheiten effektiv zu beschützen, dann geht es zum Teil auch um ganz banale Sachen. Die Europäische Bürgerinitiative, die ja den Erfolg dann auch gezeigt hat mit über 1 Million Unterschriften, die aber leider noch nicht umgesetzt worden ist, die hat eine Liste auch beinhaltet und da geht es zum Beispiel auch um die Frage des Geoblockings. Wie überwinden wir diese Tatsache, dass man ausländische praktisch Medieninhalte derzeit nicht zensiert oder kostenfrei erhalten kann. Das ist für Volksgruppen in Grenzregionen von großer Bedeutung. Ich kann dann eben nicht freien Zugang haben zu allen Medieninhalten, die in meiner Muttersprache im Staat, der daneben liegt und der eben mehrheitlich dann meine Sprache und meine Kultur hat empfangen. Und das ist ein Beispiel. Das sind viele Dinge natürlich auch Prinzipien enthalten, dass es einen aktiven Minderheitenschutz immer braucht. Ja. Silvius Magnago hat dieses berühmte Wort geprägt, dass es nichts Ungerechteres gäbe, als Ungleiches gleich zu behandeln. Das heißt, allein gleiche Grundrechte für alle zu verkünden und zu verbürgen, reicht bei Minderheiten nicht. Es braucht einen aktiven Minderheitenschutz. Ich finde es immer spannend, wenn man sagt, welche Instrumente können wir zur Hand nehmen, welche gibt es, was für Modelle gibt es auch, um Volksgruppenvertretungen, Volksgruppenverwaltungen herbeizuführen. Ja, Europa hat ja ganz viele verschiedene Modelle. Österreich hat ein Modell, wo wir Volksgruppenbeiräte haben, die das Bundeskanzleramt beraten. Wir haben aber in dem Sinn keine Selbstverwaltung. Und was wir noch nicht geklärt haben in all diesem Diskurs, was ist eine Selbstvertretung und was ist eine Selbstverwaltung und wie verstehen wir einen Beirat. Ich sehe derzeit innerhalb der Volksgruppen die Notwendigkeit, einmal zu klären, was braucht es für die Zukunft. Ich denke, hier kann die OGM-Studie, die jetzt gerade zur Volksgruppensituation in Kärnten publiziert wurde, gut herangezogen werden als Basis. Was ich aber im Alltag derzeit sehe, sind die Beiräte und ich denke, hier ist es längst an der Zeit, dass man diese Beiräte auch modernisiert im Sinne von, wo sind dort Frauen? Also sprich, die Hälfte der Beiräte muss mit Frauen besetzt werden, muss mit jungen Menschen besetzt werden. Also die Beiräte auch zu beschränken. Das heißt, wenn ich eine Amtsperiode dort ausübe, dann bin ich aber auf 2 Perioden beschränkt und dann kommt wieder der Nächste daher. Dadurch bekämen wir schon eine erste Agilität, die wir bis jetzt nicht gehabt haben. Und ich denke mal, das wäre durchaus möglich und wäre ein erster Schritt zu neuen Instrumentarien. Für uns war es aber immer wichtig, prioritär trotzdem den Blick in die Zukunft zu richten, also anhand dieser historischen Ereignisse, das als Ausgangspunkt zu nehmen und dann aber wirklich ganz konkret auch zu diskutieren, Sachen und Dinge, die aktuell die slowenische Volksgruppe in Kärnten beschäftigen und die auch auf österreichischer Ebene vielleicht politisch anstehen, so wie es derzeit eben ist, die Reform des österreichischen Volksgruppengesetzes. Wenn wir von Weiterentwicklung von Minderheitenrechten reden, dann geht es natürlich einerseits bei den autochthonen anerkannten Volksgruppen in Österreich das Volksgruppengesetz zu novellieren. Ja, seit den 70er Jahren hat sich doch schon einiges getan. Aber auch das Minderheitenschulgesetz. Wenn man aber Gesetzgebung modern und dynamisch betrachtet, dann sind wir ein bisschen als Volksgruppen in diesen Gesetzgebungen gefangen. Ja? Weil in meinem politischen Alltag verhandle ich jeden Tag Gesetze. Und eigentlich 50% dieser Gesetze haben Einfluss auf das Leben der
Kärntner Sloweninnen und Slowenen, der Burgenland-Kroatinnen und auch allen anderen Volksgruppen in Österreich. Das heißt, die Volksgruppen waren sich bisher viel zu wenig bewusst, in wie vielen Gesetzgebungen man eigentlich die Möglichkeit hat, Volksgruppenrechte zu stärken. Und gerade die Europaratsebene, aber auch die UN-Ebene gibt uns ja Möglichkeiten, hier ein anderes Volksgruppenverständnis zu erarbeiten. Das, so ehrlich müssen wir aber auch sein politisch, ist wirkliche Zukunftsmusik. Ja? Anders darauf zu schauen, was sind Minderheiten, was brauchen Minderheiten, welche haben historisch ganz eine besondere Bedeutung, was sind neue Minderheiten. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man in diesen Diskurs hineinkommt und hier einer startet. Bei den wirklich anerkannten Volksgruppen in Österreich, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir im Bildungsbereich neue Pflöcke einschlagen, einfach um die Situation auch gut begleiten zu können von Seiten der Gesetzgebung. Andererseits aber auch die Volksgruppenorganisationen dazu zu bringen, sich einmal die Frage zu stellen, was ist denn unser Zweck und was ist unser Ziel? Denn eins kann es, glaube ich, nicht, eines ist kein Erfolgsrezept, nämlich wenn der Weg das Ziel ist, dann ist das Ziel manchmal auch weg und dann kommen wir nicht voran. Also auch hier die Zeit jetzt zu nutzen, die gute Atmosphäre zu nutzen, um sich zu fragen, was ist unser Zweck, welche Ziele wollen wir erreichen und wie schaffen wir das auch mit der Bundesregierung und mit einer guten Gesetzgebung. Volksgruppenrechtsverbesserungen sind Bundessache. Ich weiß, dass es hier im Volksgruppenbeirat immer sehr, sehr spannende, in manchen Bereichen auch kontroversielle Positionen gibt. Ich denke, Ziel muss es sein, ein gemeinsames Volksgruppenrecht zu haben, das letztendlich auch einem modernen Europa des 3. Jahrtausends entspricht. Dafür werden wir uns zumindest mit einsetzen. Das Wichtigste für die Volksgruppe wäre eben ein Volksgruppengesetz neu, das alle bisherigen Maßnahmen modernisiert zusammenfassen würde. Vor 50, 60 Jahren gab es ja noch keine digitale Welt. Bei der Studie ist halt das Auffälligste war auf jeden Fall, dass halt Rechte nicht umgesetzt werden. Natürlich immer wieder, dass es einfach viel Änderung auch benötigt, das Gesetz per se, aber eben am präsentesten sicher, dass halt Dinge, die auch schon beschlossen sind, nicht umgesetzt sind oder nicht hinreichend, einfach mangelhaft umgesetzt sind. Und die Notwendigkeit war am spürbarsten beim Minderheitenschulgesetz. Also dass ja wirklich einfach seit 1958 nicht überarbeitet wurde, teilweise Positionen drinstehen, die es nicht mehr gibt, die sich einfach eben schon geändert haben, aber das Minderheitenschulgesetz nicht mitgeändert wurde. Genau, also ich glaube, das waren so die in der Studie die auffälligsten. Persönlich würde ich jetzt schon irgendwie auch betonen, dass es halt irgendwie auch wichtig ist, dass mehrere Volksgruppen auch umfasst werden und dass es irgendwie ein bisschen breiter reicht. Einfach ein Minderheitenschutzgesetz, dass es halt Minderheiten über autochthone Volksgruppen hinaus gibt, die irgendwie da auch einen Schutz benötigen und die noch weniger gefasst werden quasi. Das ist natürlich, braucht beides eine Erwähnung, sollte aber nicht abgewogen werden. Was ich mir für die Zukunft wünsche, ist den Mut der Politik, auch diese Gesetzgebungen auf den Weg zu bringen und ab und zu auch einfach über den Tellerrand zu schauen und gleichzeitig auch den Mut der Volksgruppenangehörigen, einfach zu vertrauen. Ja? Also auf gegenseitiges Vertrauen zu setzen. Wenn wir dorthin kommen und großzügig sind miteinander, dann können wir eine richtig gute Zukunft bauen. Und das ist eine mit Potenzial und eine mit viel Kompetenz. Also ich denke, das Wichtige ist das Aufeinander zugehen und dass dann wirklich konkrete Sachen auch passieren. Also leider bleibt es oft zu deklarativ und die Schritte, die dann gesetzt werden, dann zu wenig ambitioniert. Also man sollte sich schon ein Beispiel nehmen, zum Beispiel an der Gründung des slowenischen Gymnasiums im Jahre 1957, wo halt mit einem großen Rucker sozusagen wirklich was Wichtiges für die Volksgruppe getan worden ist. Oder der Staatsvertrag, der natürlich auch gewisse Sachen festgeschrieben hat. Natürlich passiert das nicht von heute auf morgen und man muss die Sachen vorbereiten. Aber ich würde mir schon vorstellen und wünschen, dass jetzt in solchen Zeiten, wo die Rahmenbedingungen mit der Europäischen Union und so weiter relativ positiv sind, dass man da dann eben auch entschiedenere, ambitioniertere Schritte macht. Also Kleinmut ist einfach zu oft fehl am Platz und man müsste eben angesichts der derzeitigen Herausfordernisse und auch der wirtschaftspolitischen
eben oft einfach ein bisschen den Mut haben. Und dieser Mut, den sollte natürlich in erster Linie die Politik haben und da wirklich vorangehen. Und wir mit unserer Konferenz versuchen, einen Beitrag zu leisten, indem wir Bewusstseinsbildung machen, indem wir dort Resultate und Ergebnisse liefern, die von der Politik verwendet werden können, um wirklich mutige Schritte zu setzen. Die Zukunft der Volksgruppe kann nur geprägt sein durch eine gute Stimmung im Land. Das heißt, wir brauchen weiterhin diese gute Atmosphäre. Und gesetzlich sieht man ja, was wird aktuell groß debattiert und groß diskutiert. Das ist einerseits die Bildung, die zweisprachige Bildung, die gesamten zweisprachigen Institutionen, wo unsere Kinder zur Schule gehen, in den Kindergarten gehen. Wirklich vom ersten Jahr bis hin zur Matura und dann noch weiter auf die Universität. All das braucht aber ein Umfeld, wo wir das slowenische Kärnten und das zweisprachige Kärnten, dieses Potenzial sichtbar machen. Und wir werden diese Zukunft nutzen, um Gesetzgebungen auf den Weg zu bringen, damit wir auch beim Kindergarten, bei der Nachmittagsbetreuung, bei der Ganztagsschule zukünftig auch den entsprechenden gesetzlichen Rahmen haben, dass man zweisprachig betreut ist. Gleichzeitig braucht es aber auch ein Hinschauen, wie bilden wir unsere Pädagoginnen aus? Ja? Gibt es überhaupt ein entsprechendes qualitatives Angebot? Ja, auch hier braucht es weitere Schritte, Qualitätskriterien. Und natürlich, die Volksgruppe an sich ist ja organisiert über ihre Grundrechte und über die Beiräte und über eine Minderheitenförderung. Und da hinzuschauen, was braucht denn eine moderne, auch zweisprachige oder slowenischsprachige Zivilgesellschaft an Strukturen? Und ich denke, jetzt ist die Zeit, sowas zu entwickeln. Die Marke gemeinsam Skupno als Konferenzreihe Hamagoras hat sich etabliert, das würden wir gern weiter verstärken. Man könnte natürlich punktuell Sachen auch noch intensivieren, ausbauen. Diese Kooperation mit den Schulen ist ein sehr guter Gedanke. Da wäre es interessant, auch eine Art Nachbereitung zu machen, nach der Konferenz in den Schulen wieder oder gemeinsames Treffen der Schulen miteinander zu organisieren. Das müsste man natürlich dann gemeinsam mit der Bildungsdirektion machen, solche Sachen. Dann bei den Ergebnissen, denke ich, ist dieser Zugang der wirklich Open-Source-Veröffentlichung der Konferenzinhalte ganz zentral. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg und das würde man natürlich auch gerne fortsetzen. Und dann ist es natürlich nicht zuletzt auch Frage einfach der zur Verfügung stehenden Mittel. Es wäre interessant, Experten zum Beispiel aus englischsprachigen Regionen einzubeziehen. Das ist ein gewisses Manko an unserer mitteleuropäischen Diskussion, auch an der Situation, die wir da vor Ort führen. Wir laden halt Experten ein aus letztlich deutschsprachigen oder slowenischsprachigen Ländern plus Südtirol. Das ist gut, aber das ist der Kreis vielleicht ein bisschen zu eng. Also da wäre es interessant, wirklich jetzt Experten aus Wales, aus Schottland einzuladen. Wir hatten das bereits zum Teil in der Vergangenheit. Es war aber technisch sehr schwierig. Aber wenn man natürlich etwas mehr Mittel hätte, dann könnte man natürlich daraus wirklich eine dreisprachige Konferenz machen, wo Englisch zusätzliche Konferenzsprache wäre und würde dann noch einmal diesen internationalen Charakter anheben. Das wäre aber für die Diskussion in Österreich, wie gesagt, sehr wichtig, weil wir bewegen uns dann halt in einem gewissen Spektrum, eben der mitteleuropäisch einmal so geprägt ist. Aber wie gesagt, andere Situationen in anderen Ländern haben teilweise sehr gute Ergebnisse gezeitigt und die könnte man auch übernehmen und müssten bei uns mehr bekannt gemacht werden. Und mit solchen Kooperationen könnte man das verstärken, weil das wäre so ein Wunsch für die Zukunft. Na, die Wünsche für die Zukunft ist eben dieses Gefühl, dass gewisse Maßnahmen dringend verabschiedet werden müssen, denn die Volksgruppe wird kleiner und kleiner. Es müsste der Bildungsbereich systematisch angegangen werden. Wir haben zum Beispiel noch keine gesetzlichen Grundlagen für alle Bereiche des Kindergartens, der Krippe etc., der außerschulischen Betreuung. Da gibt es natürlich viele Initiativen, aber gewisse gesetzliche Grundlagen fehlen noch, damit dann ein Kärntner Slowene von der Wiege quasi bis zum Grabe ein Bildungsangebot hätte. Das wäre das Wichtigste. Und natürlich ändert sich auch das Klima, vor allem durch den Beitritt Sloweniens auch in die EU, durch die Selbstständigkeit Sloweniens ist die slowenische Sprache nun eine attraktivere Sprache geworden. Sie ist Amtssprache in der Europäischen Union und ich sage immer, 2 Sprachen, doppelte Chancen. Aber natürlich sollte jeder Kärntner Slowene 4, 5 oder 6 Sprachen sprechen. Aber die Sprache des Nachbarn ist wohl das Wichtigste im Lande und die Sprache des Nachbarn im Staat, also in Slowenien. Die Zukunft der Volksgruppe, also
natürlich könnte ich sie negativ sehen. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, sie positiv zu sehen, finde ich, dafür braucht es auf jeden Fall ein Umdenken einfach. Also einfach, dass die Zweisprachigkeit akzeptierter und selbstverständlicher wird. Dass der slowenische Gebrauch nicht mehr so eine Herausforderung ist, dass ich an spezifische Orte gehen muss, sondern dass ich auch einfach im Alltag die slowenische Sprache verwenden kann und das nicht jedes Mal eine Herausforderung ist. Und dafür, glaube ich, braucht es auch einfach ein Umdenken. Und da kann man natürlich auf verschiedene Arten und Weisen ansetzen. Ein möglicher Ansatz eben, dass man einfach das Thema der Kärntner Slowenen, Diskriminierung der Kärntner Slowenen, die Geschichte der Kärntner Slowenen etwas mehr in den Schulunterricht integriert, auch in den deutschsprachigen Schulen. Diese Stimmung gilt es aber jetzt zu nutzen. Ja? Also diese Atmosphäre gilt es jetzt auch umzumünzen, gerade um dorthin zu schauen, wo wir nächste Schritte brauchen, im Bildungsbereich oder auch bei den Grundrechten, im Sprachgebrauch, in der Sichtbarkeit der slowenischen Sprache. Das, glaube ich, da haben wir jetzt eine gute Basis und es ist die Aufgabe der Politik, aber auch die Aufgabe der Zivilgesellschaft, hier ihren Beitrag zu leisten. Ja, wenn wir in die Zukunft blicken, dann muss man immer auch von der Vergangenheit und der Gegenwart ausgehen. Gegenwärtig sehen wir, dass eigentlich das Thema Minderheiten aktuell in aller Munde ist, von hoher Aktualität auch, weil das Thema missbraucht wird zurzeit als Rechtfertigung für einen Angriffskrieg auf einen souveränen Staat hergenommen wird. Denn der Minderheitenschutz, das ist natürlich selbstverständlich nicht nur ein Recht, sondern geradezu Pflicht. Die Frage ist, ob man damit jetzt einen Krieg rechtfertigt, der auch andere Zielsetzungen hat, ist eine andere. Das könnte aber dazu führen, dass es wieder ein größeres Bewusstsein für die bisher ungelösten Minderheitenfragen in Europa gibt, gerade um zu vermeiden, dass künftig solche auch instrumentalisiert werden könnten. Ja, und hier hoffe ich schon, dass es auch dieses Bewusstsein in europäischer Ebene noch stärker geben kann, dass die Europäische Bürgerinitiative dann tatsächlich auch ihren Weg in die Kommission, ins Parlament und in ein Trilogverfahren findet und dass auch Maßnahmen konkret auf europäischer Ebene als Standards definiert werden. Das kann die Zukunft sein. Es gibt immer viele Zukünfte aus der Gegenwart betrachtet. Es könnte auch natürlich weitergehen mit einer stärkeren Renationalisierung. Ich merke aber schon, dass nach den Erfahrungen der Pandemie, auch dem Umgang mit der Migration und vor allem aufgrund der großen Herausforderung der Erderwärmung, des Klimawandels, das Bewusstsein, dass einzelne Staaten das irgendwie lösen könnten, immer weiter vorhanden ist, dass es unmöglich ist. Gleichzeitig mit einer stärkeren EU müsste man auch wieder eine stärkere Regionalisierung auch dann mit hineinführen und das wäre eine Chance für den Minderheitenschutz. Was sich aber auch getan hat in diesen 10 Jahren, ist, dass die Volksgruppe immer stiller geworden ist. Und wenn es still wird, das ist ein Alarmzeichen schlechthin in der Politik. Und da sehe ich eine große Aufgabe, dass wir hier wieder zu einer Form der Stärke kommen, auch dass wir uns einen Diskurs zutrauen, der ruhig auch diametral verlaufen kann. Ja? Wir brauchen uns vor Debatten nicht zu fürchten. Sie dürfen auch in der Volksgruppe stattfinden und sie dürfen auch mal lauter sein. Aber die brauchen wir, weil nur in dieser Debatte können wir Dinge weiterentwickeln. Zu glauben, jetzt ist alles gut, ist egal wann, und das betrifft auch nicht nur Volksgruppen. Es ist nie alles gut. Ja? Und deshalb hoffe ich darauf, dass man auch jetzt diese Kraft, die man vielleicht schöpfen musste, über 10 Jahre lang, dass man die nutzt, um kreativ zu werden. Meine Wünsche an die Zukunft sind in 2 Worten vielleicht am treffendsten zusammengefasst. Skupno, gemeinsam. Es ist kein Problem so groß, als dass wir es in Kärnten basierend auf dem wechselseitigen Vertrauen nicht lösen könnten. Also gemeinsam Skupno.